Am neue Pop-up-Store zu Agen an Ulzicht könnt ihr nicht nur shoppen oder essen gehen. Heute gibt noch ein Reisservice angeboten. Wir waren mal bis Lunch gucken. Weitere Informationen von der auf pop-up.asch.lu. Pop-up-Store, das kommt vom englischen Pop-up, das heißt kurzzeitig abtauchen. Und hier ist es so, dass man auf einer Fläche von 350 Quadratmeter bis zu 7 verschiedene Surfacen haben, wo Entreprisen sich können niederlassen während einer kurzer Zeit. Das heißt von einer Woche bis maximal 12 Wochen. Und dafür auch das Konzept Pop-up, also sie tauchen kurzzeit hier ab. Pop-up-Storen ist ein Konzept, das relativ modern ist, das den mittlerweile in vielen größeren Städten in Europa findet. Und heute zu Asch haben wir ganz klar aus dem Bild gemacht, für eben die Attraktivität von Asch zu erhöhen, für eben mehr verschiedene Kommerzen auch anzubieten und dann aber auch, dass man langfristig vielleicht verschiedene von den Entreprisen hier Ascher Terrain können haben. Zu dem Moment, wo wir mit unserer Equipe gefilmt hatten, waren 5 von den 7 Espassen verlohnt. Uns hat natürlich interessiert, wie sie auf Asch gekommen sind. Wir hatten eine Boutique an der Stadt, die wir zugemacht haben, das Jahr im April. Und weil wir über Social Media auch viel Reklam gemacht haben, dass wir Pop-ups-Filter machen und auch mehr Filter machen, manchmal sind sie auf uns aufmerksam gehen und du sie als eben angeschrieben. Und war für eine Boutique, die für den Moment just online möchte, das ist natürlich eine mega coole Gelegenheit, weil es kurz ist und ja, voilà. C'est une personne que je connais en fait qui m'a dit qu'il y avait ce projet. Donc j'ai approché les responsables au mois de, je crois, de juillet. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec les responsables du pop-up par une personne que je connais en fait. Ja, das ist so, dass alle Kommerzen können deelholen, die über den normalen Weg eine Autorisation de Commerce auch heute zu Lützeburg schon, die auch am Register du Commerce angedroht sind, die eine TWS-Nummer haben. Neben den klassischen Kommerzen können aber auch Sachen aus dem Erstbereich angeboten gehen. Die Kache selber, das kann ich nicht. Es kann Ihnen aber auch zum Beispiel Getränke anbieten, die darf ich aber nicht verkaufen, weil wenn Ihnen sie anbietet wie an einem Kaffee, da bricht Ihnen eine Schanklizenz, das tun wir normalerweise nicht im Pop-up. Dann aber auch Sachen aus dem Servicebereich. Da kann Ihnen zum Beispiel sich vorstellen, dass Ihnen halt Schunggift brennen oder so etwas. Und dann aber auch Expositionen aus dem Kunstbereich. Und das ist auch so, dass Ihnen eine Kaution bezahlt von 150 €. Das ist der Mobilier, der sieht, wir haben erstens Theken durchstehen, dann haben wir auch Regale, wir haben auch Möglichkeiten für Kleider abzuhängen, wir haben ein Box-in-the-Box-System, das sind die Holzkosten, die man entweder als Regal kann benutzen oder kann benutzen, für Sachen drauf zu stellen. Und für dass wir die Sachen dann auch rumkriegen, wie wir sie verleihen tun, haben wir eine Kaution von 150 €. Wir haben den 1. Oktober gestartet und wir hatten den ersten Weekend auch größere festliche Aktivitäten rund um die Ouverture. Da hatten wir ganz viele Leute. Aber insgesamt haben wir ein ganz positives Feedback. Die meisten Kommerçanten, die bis dran waren, die sind ganz zufrieden. Eine Reihe von ihnen, die Männer wie 12 Wochen hier waren, wollen noch rumkommen. Dafür können wir uns da absolut nicht beklagen. Und das ist auch so, dass wir bis Ende des Jahres schon quasi ausgebucht sind. L'avantage, c'est que ça permet de faire connaître différentes sociétés, différents produits. Je pense que c'est ça l'avantage. Et en même temps, ça anime le secteur.
Den Pop-up Store zu Ash dezibléiert us sech 2 Kategorien vu Leiit. Die echt Kategorie dat sind Startupen, klein Startupen, die dem Moment e Produkt teste kommen. Und da ist es doch so, dass die Startupen dem Moment Chance haben, das Produkt testen zu kommen während eben 1 bis 12 Wochen. Aber ich muss klar so ein ganz Devalué. An dem Moment haben sie auch schon ein ganz klares Feedback, ob das Produkt, das sie zum Beispiel wollen vermarkten, ob das funktioniert. Das ist für die nicht viel Risiko. Und es kann die relativ leicht und eng Flash. Das ist aber so, dass man heute zu Agent Pop-up auch den Entreprisen, den etablierten Entreprisen, die Möglichkeit geben, den nationalen Markt zu testen. Das ist dann die zweite Optik, die in neben den Startups hört, eben Entreprisen, die können mal auf Asch kommen und gucken, ob sie heute zu Asch auch ihr Produkte verkaufen. Also die ersten 2 Wochen muss so waren ganz gut, aber zu den immer Periode wird mehr der Mann ruhig ist, wir sind ganz zufrieden, wie das dem Monteur von Pop-up, ja. Eh bien, le Pop-up Store permet aux petits commerçants qui ne peuvent pas, par exemple, qui n'ont pas les moyens, par exemple, de louer un commerce classique, de pouvoir tester justement la présence physique aussi. Et puis, ça permet aussi de rencontrer ses clients qu'on a l'habitude, par exemple, d'échanger, avec qui on a l'habitude d'échanger seulement via le site internet ou par email. Donc, ça permet aussi de rencontrer les clients. Et sur le plan financier aussi, c'est beaucoup plus intéressant qu'un commerce classique. Den Avantage fir sei Kommerz in engem Pop-up-Store opzemachen, hängt natürlich auch ein bisschen davon auf, wer eng wo bietet. Il ne faut pas oublier que c'est une zone piétonne. Et le problème de la zone piétonne, c'est que quand les gens font leurs achats, ils aiment bien pouvoir mettre ça soit dans un caddie ou mettre ça directement dans un véhicule. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trop se charger parce qu'il faut marcher à pied et bien souvent les véhicules sont un peu éloignés de la zone commerciale. Donc ça, c'est un petit peu la lacune lorsqu'on fait une animation comme ça. Und darüber hinaus ist es für uns einfach eine Attraktivität, weil es ein neues Konzept ist, weil wir eine ganze Reihe Entreprisen hier an dem Pop-up haben. Möchte den Mix aus, den immer im Wechsel, das ist flott und das soll auch Leute auf Asch ziehen. Und ich meine, das ist einfach die Veränderung, die eine Avantage für die Klienten darstellt. Den Pop-up Store ist nicht temporär vorgesehen, das heißt, ein Open End.